So, grüß euch, liebe B-Comedy-Gemeinde. Heute bin ich dran mit meinem Witz und ich sende direkt aus der Quarantänestation in Haag, also bei mir daheim. Und genau, ich darf auch gleich anfangen soweit. So, kommt der Knecht zu einem Bauernhof, gell? Dann geht er zum Bauern hin und sagt, du Bauer, wie schaut's aus? Kannst du einen Knecht brauchen? Und sagt der Bauer, ja, Knecht kann ich schon brauchen. Was verlangst du im Monat? Ja, 500 Gulden. Was, sagt der Bauer. Er sagt, spinnst du? 500 Gulden? Sag, wie kommst du denn auf so eine Summe? Ja, sagt der Knecht, ich bin ja kein normaler Knecht, ich bin ein besonderer Knecht. Aha. Und was war an dir noch dann so besonders, dass du 500 Gulden wert warst? Ja, sagt der Knecht, ich kann mit Tieren reden. Sagt der Bauer, das kann ja jeder behaupten, gell? Das muss man schon beweisen. Sagt der Knecht, gut, gehen wir auf die Warn raus, dann zeig ich's da. So, stehen die zwei auf der Weide draußen, gell? Und dann, ja, wie es jetzt so auf der Warn so ist, irgendwann kommt mal so eine Kuh daher. Und dann macht die Kuh Mu, gell? Und dann sagt der Bauer, ja, und? Was hat's gesagt? Ja, sagt der Knecht, die Kuh hat gesagt, du hast an der linken Hand, hast du seit 3 Monaten ungefähr erwachsen und es tut dir weh beim Mecken. Und seitdem gibt's weniger Milch. Bauer schaut nach, sagsen die, erwachsen an der Hand. Hat er seit 3 Monaten und seitdem gibt's weniger Milch. Ja, gut, also die kannst du jetzt gesehen haben, also das gelangt mir noch nicht als Beweis, gell. Ja, von mir aus. Schauen wir weiter, gell. Und dann kommen wir beim Pferdl vorbei, gell. Und das Pferdl macht, ja. Sagt der Bauer, und? Was hat's gesagt? Ah, sagt der Knecht, du hast vor ungefähr einem halben Jahr, vor 6 Monaten, hast du neuer Sattel gekauft und da ist unten ein Tuin drin. Und das tut dir weh beim Reiten. Und seitdem gibt's weniger Gas. Bauer schaut nach. Pfeil grad, ein Tuin da unten drin. Und seit 6 Monaten gibt's kein Gas mehr. Das gibt's ja nicht, gell. Auf einmal läuft der Ziege vorbei, gell. Dann schreit der Bauer, und du hältst das Maul, erstens stimmt das nicht und zweitens war ich besoffen. Okay. Genau, das war mein Beitrag in dieser schwierigen Zeit. Ich hoffe, ihr habt es ganz lustig gefunden und seid mal ein bisschen auf bessere Gedanken gekommen. Ansonsten wünsche ich euch noch was. Für euch Servus.